Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Lootcast. Und es sind die gleichen vier hier. Ich bin der Ertu. Und ich habe eine kurze Einstiegsfrage. Tommy, mir gegenüber, wunderschön talentiert. Multitalentiert, das soll ich sagen. Merci vielmals. Meine Frage an dich oder an euch ist, was ist das erste Videogame, das du gespielt hast und auf welcher Konsole war es? Das erste? Das ist eine gute Frage. Die werde dir auch nicht wirklich 100% wahrheitsgetreu beantworten können. Aber ich vermute, es war Super Mario Land 2 auf dem Game Boy. Auf dem Game Boy? Auf dem Originalen. Also auf der grossen, also der genau, auf dem, Fett. ja, das war aber nicht mein Game Boy, das war der von meiner Schwester. Und sie hat den bekommen, aber ich habe dann immer mit dem gespielt. Und ich glaube, das war das erste, das ich wirklich intensiv gespielt habe. Okay. Wenn mich nicht alles täuscht. Yassin. Yes, sir. Was war das erste Videogame, das du gespielt hast und auf welcher Konsole? Ich glaube, sie müssen da mit dem Tommy mitziehen, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere. Super Mario Land. Hat meinen ungelohnenen Gameboy gehabt. Geil. Und immer wenn wir zu Besuch waren, habe ich den gegamet. Das war ganz geil. Später müsste es etwas auf der Super Nintendo 64 und etwas solches. Okay, was war der erste, den du gezockt hast? Wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste... Ich weiss es nicht. Diddy Kong, hat es ein Diddy Kong Game gehabt? Racing jetzt gehabt, ja. Glaube ich. 64? Ja. Ja, Diddy Kong Racing oder so hat es geheißen. Ja. Ich glaube, das war das. Ja. Gut. Good Memories. Fabu, Ja, bei mir... was ist dein erste Game? Ich bin nicht ganz sicher, was zeitlich zuerst war. Weil ich habe auch einen Gameboy bekommen. Und zwar habe ich den bekommen, bevor ihn die meisten anderen haben bekommen. Also nur zum Klarstellen, wir reden hier vom ersten Gameboy. Der erste Gameboy, ja. Von dieser gerade Bevor ersten. in Europa der erste Gameboy draussen war, habe ich den gehabt, weil mein Vater mir einen von den Staaten mitgebracht hat. Nice. Und dort habe ich Tetris drauf gezockt als erstes. Ah. Sweet. Was aber vorher noch könnte sein, ist auf Windows NT, aber ich bin nicht ganz sicher, wenn das rausgekommen ist. Jetzt, wo er das sagt... Dort habe ich so eine Spielkollektion gespielt mit so vielen und wirklich ganz, ganz schlecht. Wir haben ja Windows 95 daheim. Mhm. Und auf dieser Windows 95 hat es ein Game gehabt, wo ich mit dem Namen nicht mehr... Also ich weiß nicht mehr, was der Name war. Es war so ein Fischspiel, wo du einfach jeden Fisch essen konntest, der kleiner ist als du und du bist immer grösser geworden. Okay. Und es hat Barracudas in diesem Spiel. Aber ich habe keinen Plan. Es ist einfach zweidimensional. Du gehst von links nach rechts und probierst jeden Fisch zu nehmen, der kleiner ist und dir dagegen schwimmt. Also eigentlich das gleiche Konzept wie Agar.io, für die, die es schon gespielt haben. Genau, ja. Genau. Sehr geil. Agario? Agar.io. Was ist das? Das Mobile Das Game. ist so... Wo du wie ein Bakterium spielst und jeder Punkt, wo du isst, wirst grösser und du kannst immer ein kleiner essen als du. Das ist so ein Webbrowser-Game, das hure Es gibt immer noch in Games im Militär, immer noch. Das ist geil. Ja, mein erster, ich muss mich da am Fabio anschließen. Meine Mami hat eben einen von den ganz alten Gameboys gehabt. Und das erste, was ich da gespielt habe, war wirklich noch Tetris. Also das war wirklich mein Schritt in die Gamewelt. Yes, soviel zur Begrüßung. Wir haben ein kleines Spiel und der Fabio wird mich das vorstellen. Ja, also es ist per se nicht wirklich ein Spiel. Es ist mehr etwas, um den Podcast ein bisschen interessanter zu machen. Für uns einerseits zum Halten, andererseits aber auch für euch zum Zuhören. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir ein Spiel machen, wo wir jetzt ab jetzt quasi in jeder Lootcast-Folge so weiterführen. Und zwar bekommt jeder eine Aufgabe zugelöselt von jemandem in diesem Raum, der die gestellt hat. Und die Aufgabe kann etwas ganz Simples sein. Also als Beispiel, ich bin jetzt nicht sicher, ob so eine Aufgabe kursiert, von mir sicher nicht. Als Beispiel könnte ich Yassin die Aufgabe bekommen haben, 3-mal während dem Podcast etwas unterschwellig zu dissen, was der Ertu gut findet. Aha, Beistand. Aber halt, es sollte es nachher so machen, dass es nicht mega auffällig ist, dass er die Aufgabe hat. Es geht so ein bisschen in die Richtung Gemschen, falls es jemand kennt, muss so ein bisschen ein anderes Zeichen geben. Einfach der die Aufgabe gestellt hat, muss nachher halt aufpassen, dass
der andere die Aufgabe erfüllt. Und ganz am Schluss dann wir nachher einfach auflösen, wer welche Aufgabe hatte und ob sie erfüllt hat. Und jeder, der seine Aufgabe erfolgreich erfüllt hat, bekommt einen Punkt gut geschrieben. Und das wird nachher Folge für Folge aufsummiert, bis irgendjemand 1 Milliarde hat und nachher sich in Ruhestand kann begeben kann. Okay. Für die, die es noch nicht gecheckt haben, nicht schlimm, ich checke es auch noch nicht ganz, aber wir werden am Schluss sicher herausfinden, wie das funktioniert. Es gibt keine bessere Erklärung als die ich jetzt gemacht habe. Okay, das stimmt. Vielleicht habe ich einfach nicht zugelassen. Sorry. Let's go. Das erste Thema ist gut das von mir. Wir reden über Stranger Things. Hat jemand schon davon gehört? Nur davon gehört? Hat es jemand auch schon gesehen? Beide gesehen, ja. Beide gesehen? Ich habe eine Folge gesehen. Eine Folge gesehen. Noch keine Folge gesehen. Kurz zu Stranger Things. Das ist eine Serie, die 2 Staffeln hat bereits. Die erste ist 2016 rausgekommen. Die zweite geht letzten Monat, wenn ich mich nicht ganz täusche. 2017 also. Kurz vor Halloween. Kurz vor Halloween, genau. Und die zweite Serie dreht sich auch thematisch leicht. Oder hängt es auch modern hier auf an Halloween. Genau. Und ich habe das zum Thema genommen, weil ich einfach wirklich, das sind die beiden Staffeln, die habe ich einfach durchgebinged. Das ist eine Sache von 2 oder 3 Tagen, bis ich die durchgeschaut habe. Und das ist wirklich sehr, sehr geil. Für die nicht wissen, um was es geht bei Stranger Things, es sind vor allem Kinder, die Hauptrollen besetzen und junge Erwachsene. Und es hat natürlich auch ein paar Rollen, die nur von Erwachsenen beleidigt werden, wie zum Beispiel ältere Figuren. Und die Serie ist, ich weiß nicht ganz genau, in welche Schublade das kommt, aber wahrscheinlich wäre es eben so Science, Fiction, Horror. Genau. Die paar Sachen, Supernatural. Und ich finde es sehr, sehr spannend, weil das erste Mal, als ich so gedacht habe, als ich nur darüber gehört habe und es noch nicht gesehen habe, habe ich zuerst gedacht, Kinderschauspieler, die sind doch hure crap, die sind doch so self-entitled pricks. Ja, so viel zu Englisch. Und die haben doch nicht auf dem Kasten, aber dann, nachdem, dass ich wirklich, hat es mir einfach den Arm reingenommen, als ich die erste anfangen zu schauen. Und nein, bei der zweiten genauso. Genau. Und ich wollte euch nicht zu fest sagen, um was es geht, für die, die es vielleicht später auch noch schauen wollen. Sehr, sehr empfehlenswert. Und das Spannendste der ganzen Serie finde ich natürlich, dass es eine Art der Vergangenheit spielt, so in den 1980er. Genau. Und einfach auch die Erinnerung an die Zeit zurück. Ich bin zwar nicht in den 1980er aufgewachsen, aber all die Sachen, wie auch zum Beispiel Themenpunkte wie E.T., wo es auch unzählige Referenzen gibt und auch ganz andere Sachen von den 1980er, zum Beispiel Arcade Gaming, was sicher auch noch ein Thema ist für unsere älteren Zuhörer. Und was ich einfach spannend finde, ich glaube, das ist sicher auch ein Grund, warum das für mich so interessant ist, dass wirklich das so Element aufgreift von Kindheit und so spannend verpackt, dass es wirklich einfach interessant ist. Genau. Tommy, du hast es gesehen. Was haltest du davon? Was hast du für Gedanken dazu? Ich finde es geil. Ich glaube, die erste Staffel war für mich noch an der Perfektion gewesen. Einfach vom Storytelling her. Die zweite oder die erste? Die erste, ja. Die zweite war auch ganz geil gewesen, aber ein bisschen mehr Längen und Schwächen als die erste. Und ich finde es geil. Ich finde, der Nostalgiefaktor ist definitiv ein Faktor, der es bedient, aber ich finde, es ist nicht so. Wir haben vorhin schon kurz vor dem Podcast über Memberberries aus South Park gesprochen, Genau. wo ja um jeden Preis irgendwie das Nostalgische zurückbringen. Ich habe das Gefühl, das ist es nicht, sondern das, was du referenzieren, tut es ganz bewusst referenzieren und das funktioniert eben auch, wenn du die Referenzen nicht verstehst. Also wenn du als Kind aus den 2000er das anschaust, bekommst du so einen gewissen Unterhaltungsfaktor mit aus dem Ganzen, weil es für dich ein bisschen komisch wirkt, wie das dann alles war. Und wenn du aber in dieser Zeit aufgewachsen bist, hast du halt wie die zusätzliche Ebene, wo du sagst, ah ja, das ist so wie dann in E.T., Jurassic Park, Twin Peaks. Und es ist, was ich auch gut an dem geil finde, ist, wie, es wird dir nicht so krass unter die Nase gerieben, wie zum Beispiel bei Star Wars Force Awakens. Ja, das ist ja klasse, wo du so teilweise 1:1 den Handlungsstrang übernommen hast. Genau, und hier hast du einfach gewisse Stilelemente, gewisse visuelle Elemente, Story-Elemente, die ganz dezent reingemixt werden. Ja. Von dem her, ich habe mir schon mal überlegt, es erinnert mich eigentlich mega allgemein an die Herangehensweise, die du im Hip-Hop findest. Eigentlich. Du nimmst alte Sachen und tust sie irgendwie zu einem ganz neuen zusammenmixen. Ja, genau. Samples aus den 80er, Samples aus den 70er und daraus entsteht dann etwas Modernes. Und genau so ist für mich Stranger Things.
Und es ist, glaube ich, in dem Sinn einzigartig, weil eben meistens bei so Sachen habe ich dann auch das Gefühl, okay, es ist ein bisschen zu viel Nostalgie, ein bisschen zu viel, früher war es geil gewesen, aber bei dem habe ich einfach wirklich das Gefühl, es ist etwas Neues, Originelles und trotzdem gleichzeitig auch nostalgisch. Genau. Ja, ich kann deiner Meinung nur voll beipflichten. Was ich auch noch geil gefunden habe, ist, dass es in dem Sinne Herausforderungen gibt über die Serie hinweg, die durch die Erwachsenen gar nicht lösbar sind. Der Punkt ist, dass es Kinder sind und nur die Kinder können die Herausforderungen und die Challenges, die sie haben und die Probleme, die sie begegnen, lösen. Und das finde ich enorm spannend. Oder habe ich etwas sehr, sehr Cooles gefunden. Und das lässt einem dann auch voll mitfühlen mit diesen Kiddies, die dort auf ihren Bikes unterwegs sind zur nächsten grossen Schlacht. Und du bist wirklich voll mitfiebern. Es gibt Schlachten. Es gibt Schlachten. Symbolische Schlachten und echte Schlachten. Und auch ein Punkt... Die alten 80er halt. Ein Punkt ist auch Charakterentwicklung, finde ich. Zum Beispiel der Steve ist so ein junger Erwachsener, der auch vorkommt und der hat eigentlich mehr so eine Nebenrolle. Aber seine Charakterentwicklung vom Anfang, vom 1 bis zum ganzen Schluss, zum 2, das ist wahnsinnig. Und dann eben auch Beziehungen, die entstehen und so, und das ist wirklich... Da ist mir manches Tränchen runtergeholt, muss ich ganz ehrlich sein. Manly Tears. Manly Tears. Genau. Was ich noch mal sagen, es hat mich inspiriert, so ein bisschen, dass man als Kind hatte, dass man irgendwie alles spannend hat gefunden, was in der Welt passiert ist. So das Gefühl gibt es dir irgendwie wieder mit. Und eben durch das, dass die Kinder eben Kinder sind, können sie die Challenges lösen und können sie überhaupt überleben, sozusagen. Und es gibt dir irgendwie so das Gefühl mit, hey, unsere Welt ist eigentlich sehr spannend. Ja, so, voll. Du mal alles ein bisschen mit anderen Augen sehen und dann Genau. wirst du vielleicht auch eine andere Lösung finden für deine Probleme, die du hast im Leben. Ja. So. Und jetzt... Also die, Stranger Things als Lebensschule. Genau, sozusagen. Okay, Ja, und die, okay. die Stranger Things nicht kennen, die sollen sich ja nicht irreführen. Es ist nicht eine kindliche Serie, es sind sehr wohl sehr reale Probleme, die die ganze Welt bedrohen sogar. Und es ist hure geil gemacht. Wirklich noch empfehlenswert. Ja, ich bin ein bisschen verliebt, ich muss es zugeben. Ja. Was ist das für eine Bewertung? Bewertung. Bewertung, jetzt, was willst du hören? IMDb. 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 Stranger Things. Ich glaube... Ich würde Serie hat immer eine hohe Bewertung eigentlich. Ich will es trotzdem wissen. Ja. Sag, alles unter 9 schaue ich nicht. Alles unter 9 schaust du nicht. Es ist 9. ein super 9, 9,0. Ja. Nice. Ist aber auch, hat jetzt nicht jeder geschafft. He? Nicht jede Serie hat das 9.0. Narcos ist ja eigentlich hure gehypt worden. Ja, aber House ist sicher noch höher. Mm. Schau mal House nachher. House Google MD. that Das shit. ist eine der besten Serien ever. Das hat House 9.2, sag ich jetzt mal. 8.4. Ah. 8,8. Oh! Trotzdem. Oh, okay. Okay. Ja, ich muss einfach ein bisschen dagegen halten. Meine Serie geht richtig. Nimm das, Mann. Also, Oh, okay. Ich muss ein bisschen dagegen halten, weil ich einfach die erste Folge gesehen und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl... die erste Serie von der ersten Staffel. Zum Beispiel. Also Die erste Folge von der Die ersten erste Folge von der Ja. ersten Staffel, ja. Und bei mir sind es so ein bisschen zwei Faktoren, die mich nachher dazu bewogen haben, nicht weiter zu schauen. Einerseits hat sich so mir so gar kein Spannungsbogen auf... Also ich habe so gar keinen Anreiz bekommen, darauf weiter dran zu bleiben, weil ich nicht gewusst habe, was soll jetzt da gross... Also ich habe nicht gewusst, was ist der Catch, der mich jetzt so dran behält. Weil es ist so, eben, es heisst Stranger Things, es ist ein bisschen weirdes Zeug passiert. Ich gehe so nicht genau darauf ein, was passiert ist. Aber es hat sich auch keinen Charakter für mich aufgetan, wo ich dachte, dem wollte ich jetzt weiter zuschauen. Weil mir hat sich die Kinder tatsächlich noch nicht so im Verlauf der ersten Folge noch nicht so präsentiert, dass ich denke, ich will mehr wissen, was die für Geschichten erleben. Ja. Und dann kommt noch ein anderes grosses Manko, aber sehr persönliches ist, die Winona Ryder, die mitspielt. Das ist mir Ja, die mag ich einfach nicht. Also, seit Jahren, in jedem Film, wo sie mitspielt, Aber sie kann spielt der nicht hure zuschauen. gut. Das finde ich eben auch. Also die Rolle, die sie hat, spielt sie wahnsinnig. Ja, sie spielt einfach so eine Southern Mom, oder? Ja, es ist, die Stadt ist ja Hawkins, aber ich weiß nicht, zu welchem Bundesstaat er Das ist ist. doch irgendwo südlich in Amerika, nicht? Wahrscheinlich schon, ist ein riesen Kaff.
Ja, aber... Aber denke dir, die Serie würde auch funktionieren, wenn es nicht in den nostalgischen 80er würde spielen mit klassem 80er Soundtrack und 80er Technik, die die ganze Zeit kommt. Ja, aber es lebt ein bisschen weit davon. Auch zum Beispiel... Aber ist eine Geschichte irrelevant, wenn es nur vom Setting lebt, weißt Ja, aber auch das Setting, also es hat auch so ein bisschen Conspiracy-Sachen, also so Verschwörungstheorien und so weiter. Und für mich passt es wie voll in die Zeit. Also ich habe mir jetzt noch nie überlegt, ob es jetzt, zum Beispiel, wenn es jetzt heutzutage würde spielen, auch noch funktionieren würde. Ich habe es nicht ganz das Gefühl. Ich denke einfach, die Kombination von diesen Themen halt, mit dem Kindlichen, mit dem auch Nerdigen ein bisschen weit und mit auch der anderen Thematik von dem, was die Welt bedroht und von der Verschwörungstheorie, passt für mich einfach voll in die Zeit. Ja. Also, aber wie, also das ist auch einfach, weil es mir einfach so gezeigt worden ist. Ich habe mir nicht überlegt, wie es wäre, wenn es jetzt heutzutage wäre. Ja, vielleicht muss man mal noch eine Chance geben, doch noch die zweite Folge schauen. Aber Denke ich, ja. es hat mich bis jetzt einfach nicht so reingezogen, aber wenn ich einfach, wir sind ja mega verwöhnt, muss ich sagen. Und wenn ich mich zurückerinnere an die erste Folge Breaking Bad, erste Folge Westworld und so, erste Folge Lost, auch wenn der Rest scheiße ist, aber... Ja. Das können wir sonst mal diskutieren. Aber ich meine einfach, das sind alles Serien, die haben mich wirklich von der ersten Folge reingezogen. Oder das hat Stranger Things einfach nicht mal ansatzweise bei mir geschafft, leider. Genau, aber ich glaube, da jetzt jeder, der es schon gesehen hat, mir das empfohlen hat, muss ich sagen, muss dem auch schon noch eine Chance geben. Das Konzept ist halt ein bisschen auch noch anderes. Weil Netflix, die ja nicht einfach einen Pilot drehen und dann schauen, wie es ankommt und dann weiterfahren. Du meinst, sie gehen davon aus, dass du die erste Staffel komplett schaust? Ja, die hauen ja die ganze Staffel auf den Markt und fertig. Ja, aber das heisst nicht, dass die erste Folge nicht spannend gemacht werden sollte. Ja, okay, das stimmt. Nein, aber es ist halt schon so, bei den klassischen Piloten, also Lost ist ja abartig teuer gewesen, zum Beispiel zum Produzieren, nur die erste Folge. Es sind teilweise astronomische Summen, die sie reinstecken, einfach nur damit die erste Folge so abartig geil wird, Ja. dass du gar nicht anders kannst. Und bei Netflix ist es dann schon halt wie, du machst eine ganze Staffel sozusagen und wenn die gut ankommt, kommt sie gut an und wenn nicht, dann nicht. Darum kann es natürlich so schon sein, dass die erste Folge nicht so bombastisch wirkt wie früher, was halt im Fernsehen produziert hast. Kann schon ein Grund sein, kann ich mir vorstellen. Ja. Wenn ich noch Ja, schnell darf sagen, einfach noch wegen dem Fabu, also wo jetzt Dr. House noch ins Spiel gebracht hat, es tut mir leid, aber dort, auch wenn man jetzt die ganze, ich glaube 8 Staffeln anschaut, hat jede Folge den gleichen zeitlichen Aufbau eigentlich. Und ja, ich weiß es, Mensch, so mit der Spannungsbogen. genau, also die ersten 8 Minuten wird ja. mal das Problem erklärt, in den nächsten 7 Minuten kommt mal die erste Diagnose, die natürlich nicht stimmt und der Patient stirbt fast und Minute 33 kommt dann der schlagende Punkt, was... Aber ich wollte ja das. Ich bin auch so ein bisschen alles am Schauen, ich bin noch dran, ne? Ich bin in der 3. oder 4. Staffel und was ich spannender finde, zum Beispiel auch bei Haus, ist dann eigentlich eine Geschichte, die über die Episode hinweg erzählt wird, die sehr, sehr spannend ist. Natürlich. Die Charakterentwicklung ist genial Genau. bei Haus. Die ist genial. Genau, das ist das, was ich dann geil finde. In dem Sinn, man ist dann als Zuschauer, weil die Geschichte, die hinten dran spielt, viel, viel interessanter ist man vielleicht auch bereit, über einen ziemlich gleichen Spannungsaufbau, der in jeder Episode ist, darüber hinweg zu schauen. Absolut. Aber ich finde, alles finde ich auch super. Aber Ausser bei nicht House. so gut wie Stranger Things. Was dort noch speziell ist, sind wir die erste Folge und die letzte Folge von der Staffel, die brechen die Formel vom klassischen Patient kommt, hat Symptom X und dann wird die Diagnose Y gestellt und so weiter. Absolut. Und jede Doppelfolge hat dort, also ist einfach ein Meisterwerk an sich. Also, Eben, gut. Darum Nur, dass wir das mal Praxis. Und Fabian, wenn du schon Dr. House gerne hast, dann gib doch Stranger Things noch eine Chance. Ja. Ich schaue die zweite Folge auf bis zum nächsten Podcast übersprechen. Nice. Sehr, sehr gut. Nice. Und hate sie. Nein. Hey. So, das nächste Thema, Fabu. Ja, hier. Schieß los. Ja, ich habe mir ein Thema überlegt, wo ein sehr spezielles Thema ist. Gewisse sagen vielleicht schon fast nischig. Es geht um Late Shift. Okay. Was ist Late Shift? Man weiß es nicht so genau. Spätschicht. Okay. Du denkst Sherlock. Late Shift ist ein Film, ist ein Game, man ist sich nicht so ganz einig. Beworben wird es als interaktiver Film.
Kennst du schon einen interaktiven Film? Ich kann es mir überlegen. Ich würde jetzt Heavy Rain unter interaktive. Das ist Das ist noch ein interaktiv Game, interaktive Film. Es wirklich einfach Filmsequenzen sein. Ja. Und interaktiv du entscheidest, Ja. wie es weitergeht. Ja. Wo Das zieht kommt man jetzt da auf die die Schnelle, kommt mir nicht in den Grenzen? Sinn. Wo zieht man da die Grenzen? Ja, das sollen wir nachher diskutieren. Ich stelle jetzt erstmal Late Shift vor. Also, Late Shift ist nämlich auch noch ein spezielles Thema für uns, die da einen schweizerdeutschen Podcast machen, weil es nämlich eine Schweizer Produktion ist. Oh. Und Late Shift ist rausgekommen letztes Jahr, 2016, und ist an einigen Festivals auch gelaufen. Und jetzt fragt ihr euch eben, interaktive Filmfestivals, wie soll das gehen, wenn jeder entscheiden kann? An diesen Festivals ist es eben so gelaufen, dass du dir eine App herunterladen konntest, auf dein Smartphone, und dann haben alle im Publikum kollektiv, also jeder hat für sich eine Entscheidung treffen, das, was am meisten ausgewählt wurde, das ist nachher weiter passiert. Mhm. Technisch aufgebaut ist es eben so, dass wirklich eine Filmsequenz ist, die abläuft, und dann kommt eine Entscheidung. Und die wird nachher meistens 2 oder 3 Auswahlmöglichkeiten. Da kannst du Kannst du ein auswählen. konkretes Beispiel machen? Ja, es hat x Entscheidungen während dem ganzen Film. Und zwar hast du irgendwie ganz am Anfang, in den ersten paar Minuten, schaffst du eben, also der Matt schafft eben die Late Shift bei so einem Parkhaus. Spätschicht also. Genau. Und bekommt dort ein Auto abgestellt von ihm. Und dann kommt eine, die den Typ begleitet hat mit dem Auto, kommt retour und fragt, ob sie das Auto auslehnen kann. Für ein paar Stunden. Und dann bist du der, der entscheiden kann, mache ich das oder mache ich das nicht. Und je nach deiner Entscheidung geht nachher der Film anders weiter. Es gibt sehr viele Entscheidungen, also wir sind glaube ich da im 80 Entscheidungsbereich oben, je nachdem auch wie viel oder welche Entscheidungen du einschlägst, stehen dann andere Entscheidungen gar nicht zur Verfügung, weil du gewisse Sequenzen nachher gar nicht siehst. Halt. Schlussendlich gibt es 7 verschiedene Enden. 7? 7, ja. Aber es gibt natürlich gewisse Entscheidungen, die haben keinen grossen Einfluss. Die haben nur einen kleinen den Faktor fördern, dass du dich mehr drinnen fühlst. Also bei gewissen Entscheidungen wird einfach etwas anderes gesagt als bei anderen Entscheidungen, aber das Resultat ist eigentlich trotzdem das Gleiche. Weil halt gewisse Situationen nur auf den einen oder anderen Weg können enden. Wie ich es das erste Mal erlebt habe, war eben vor einem Jahr im Rahmen des Neuchâtel Fantasy Film Festival on Tour. Also ich war nicht selber am Festival, sondern die sind nachher on Tour gegangen und haben nachher unter anderem zu Luzern auch Late Shift gezeigt in einem Kino. Und ich hatte dort ein Billett gewonnen für die Aufführung. Und dann bin ich eben dort im Kino gehockt mit ein paar Nasen, wo ich muss sagen, ich möchte mit denen in keine Zombie-Apokalypse oder so gehen. Wir haben also das schlimmste Ende ever erspielt quasi. Dumme Entscheidungen getroffen. Das war ganz fürchterlich, wo wir so viel Mal den Kopf lenken mussten. Und dort war auch noch interessant, dass der Regisseur dabei war, der Tobias Weber. Der war Regisseur vom Film und auch gleichzeitig auch ein Autor. Also er hat sehr viel geschrieben. Er hat zusammengeschrieben, das Drehbuch, mit dem Michael Robert Johnson. Schlussendlich ist das Ganze gedreht worden in England übrigens, also mit englischen Schauspielern auch. Okay. Um auch ein bisschen, eine breitere Zielgruppe zu erschließen. Weil wenn du das Ganze auf Schweizerdeutsch machst, dann kommst du halt nicht an eine grosse Zielgruppe her. Absolut. Jedenfalls hat uns nachher eben der Tobias Weber, der dort war, nachher auch gesagt, gerade nach dem Film, das sei also das schlechteste Ende, das man haben kann. Und er hat schon lange nicht mehr gesehen, dass es jemand spielt. Ja, also es war echt frustrierend. Jetzt kann man vielleicht die Hypothese aufstellen, dass jetzt viele Leute eine wichtige Entscheidung teilen, dass es nicht gut kommt. Ja, Demokratie ist halt schon nicht immer das Geilste, muss man in gewissen Situationen sagen. He? Okay, machen wir da nicht ein politisches wenn um Problem daraus, bitte. Genau. Keine Zeit. Das erinnert mich jetzt, das, was du gerade erzählst, erinnert mich an Telltale Games.
Ja, es hat etwas. Und dort gibt es ja viel, das was ich eigentlich frage ist, bei Telltale gibt es ja viel Illusion of Choice, also die Illusion davon, dass das, was du entscheidest, auch einen Unterschied macht. Weil zum Beispiel im Game poppt es dann ab, wenn du eine Entscheidung gemacht hast, zum Beispiel der und der Charakter wird sich der Entscheid merken, was eigentlich nachgewiesen ist, dass es eigentlich keine Änderung unbedingt nicht auf den Weg hat. Nicht vor Storyline meistens, sondern einfach, wie sie zum Beispiel bei der nächsten Begegnung auf die reagieren. Ja, das heißt, aber das nicht ganz. Ja, bei den Telltale Games gibt es sogar den Kniff, das heisst, Kenny will remember this und 2 Sekunden später stirbt er. Ja. Einfach quasi, damit du auch nicht den Rückschluss kannst haben, wenn es bei jemandem nicht mehr heisst, will remember this, dass er safe ist quasi. Genau. Also es spielt schon mit dem, ja. Vor allem meine Frage war, jetzt 7 Enden, nicht wenig, aber auch nicht hure viel. Ich weiß nicht, wie viele Enden es bei Telltale Games kann geben. Gibt es immer eins? Ja, das ist viel schlauchiger, ja. In diesem Fall die Entscheidungen gleichwohl entscheidend. Ja, also bei Late ist es halt, aber es ist nicht die kleinste Entscheidung, die einen mega Butterfly-Effekt nach sich zieht. Ja. Aber es sind schon Sachen halt, wo nachher eben eine grosse Auswirkung für den Schluss können haben und wo nachher eben auch während dem Film Passagen verpasst ist, vielleicht auch dazu führen, dass du, wenn du früher eine Entscheidung triffst, dass du mehr irgendwie dieser Person nachspionieren willst, du nachher mehr Vertrauen zu der hast, weil du etwas herausgefunden hast und am Schluss ändert das deine Entscheidung. Oder? Das kann natürlich Auswirkung sein, wie du Geschichte, also dass du vorher eine andere Geschichte erlebst und dadurch deine Schlussentscheidungen anders beeinflusst werden. Ja. Also ich habe es ja auch gespielt jetzt. Genau, also wir müssen kurz noch sagen, im Moment gibt es jetzt das auf der PlayStation 4 und auf Steam auch. Das war nicht immer klar so, sondern es ist wirklich am Anfang als Film released worden für die Kinos, aber eben nur so ausgewählte Aufführungen. Und jetzt seit diesem Jahr, also was war es, Frühling dieses Jahr, ist es jetzt nachher für Konsolen und für Steam rausgekommen. Genau, du hast es auch gespielt. Auch. Genau, ich habe es gespielt und mein Beef mit dem Ganzen ist ein bisschen... Ich habe jetzt ein Ende bekommen. Ja. Und das, ich nehme an, es ist eines der schlechteren Enden. Okay. Es kann sein, dass es noch ein schlechteres gibt, aber meins ist schon ziemlich schlecht. Ja. So, jetzt habe ich mir überlegt, will ich es nochmal spielen und bewusst irgendwie ein anderes Ende erzwingen sozusagen. Und ich habe überlegt, was waren meine Entscheidungen gewesen. Und ich habe irgendwie nicht wirklich können sagen, welche von denen, wie viel habe ich, 70, 80 Entscheidungen, hat einen Einfluss gehabt auf das, was dann wirklich passiert ist. Ich hatte so ein bisschen einen Disconnect gehabt zwischen Entscheidung und dem, was dann passiert ist. Also, auch wenn es vielleicht nicht so ist, habe ich das Gefühl gehabt, egal was ich entscheide, wird es nachher so weitergehen, wie es ist weitergegangen. Das Gefühl hatte ich so ein bisschen gehabt und darum hat es mich bis jetzt auch so ein bisschen wieder davon abgehalten, das nochmal durchzuspielen. Plus, was halt anders ist, auch wenn es bei Telltale jetzt nicht extrem viel ist, aber es ist halt trotzdem, du hast andere interaktive Elemente zwischen den Entscheidungen. Hier ist es halt wirklich nur wie das Skelett der Entscheidungen und du hast nur das. Also du entscheidest nur das oder das. Und bei Games ist halt ist der Weg zur Entscheidung auch noch etwas, was ein bisschen Replay-Value bietet. Und hier ist es halt einfach eine Cutscene, die du schaust, sozusagen. Also, weißt du, was ich meine? Du hast hier zwischendrin, du hast die grossen Entscheidungen und dann wird es interaktiv, aber zwischendrin bist du eher passiver Zuschauer. Und darum ist es so ein bisschen für mich, es fehlt mir einfach irgendetwas bei diesem Medium, wenn man es Medium kann nennen, interaktiven Film. Und ich habe das Gefühl, wenn sich der Regisseur so ein bisschen, also ich sehe das Potenzial, er hat gute Ideen gehabt, aber ich fände es jetzt viel spannender, wenn er würde sagen, okay, hey, ich mache jetzt wirklich bei einem Game mit, ich werde Game Director und versuche es dort, weil ich habe das Gefühl, du hast am Ende viel mehr Möglichkeiten und kannst effizienter produzieren und, glaube ich, auch kompliziertere und ein bisschen interaktivere Elemente reinbringen. Das ist so ein bisschen das, was mir gefällt hat. Plus, ich habe noch ein Beef mit dem ganzen Thema. Nämlich, ich habe mit einer Person die Unterhaltung gehabt, ist darum gegangen, was sie am Wochenende gemacht haben. Er hat gesagt, hey, das Game fertig gespielt, hure geil am Sonntag. Dann hat er mich ausgelacht, so, ja, Zeitverschwendung, Game durchspielen. Ich habe gefragt, was hast du gemacht? Ja, ich habe eine ganze Staffel XY auf Netflix binge-watched. Dann habe ich gefragt, okay, was macht
eine Serie wertiger als Games spielen? Oder was macht das Buchlesen wertiger? Ich meine, am Schluss... Also ich finde, das ist mal ein konzeptionelles Problem von unserer heutigen Zeit, dass sehr, sehr viele, die nicht game oder nicht in dieser Kultur aufgewachsen sind, Ja. ein sehr, sehr abschätziges Genau, Bild es davon sieht haben, so was etwas Games Minderwertiges an. So. machen. Genau, aber das ist... Wir haben keine Zeit für das. Nein, okay. Das war ein kleiner Exkurs Ja, und ich komme jetzt wieder zurück zu dem, wo nachher Netflix darüber berichtet hat, dass sie auch interaktive Serien ins Programm aufnehmen. Okay. Ist die Person nachher ganz begeistert gewesen von dem. Und ich sage ihm dann, hey, wenn du interaktives Storytelling willst, es gibt so viel geiles Zeug in Games, aber es ist so wie... Es interessiert ihn überhaupt nicht. Aber vielleicht ist es ja genau die richtige Einstiegsdroge. Der geht einfach mit Vorurteilen rein und einfach Game-Zeitverschwendung, was auch immer. Vielleicht ist es die richtige Einstiegsdroge und es ist halt Ja. einfach nicht das Medium für mich, aber es kann gut sein für Leute, die ein bisschen ablehnend sind zu dem Um es schnell Ganzen. ein bisschen rauszuspüren, ich weiß nicht, ob ich es ganz richtig verstanden habe, dir fehlen in dem Sinn gleichwohl noch mehr Game-Elemente als nur die Entscheidungen. Also ich sehe, es ist halt wie ein Element aus dem Game Design rausgenommen, die Entscheidungen, Ja. ohne alles andere. Und Ja. ich glaube, für mich funktioniert das halt einfach nicht. Ja. Aber das andere kannst du halt nicht einführen oder technisch. Genau, darum- Du hast ja einen Film. Eben, ja, darum ist es für mich wie klar, das Medium Film und Video ist für mich ein lineares Medium, wo du die Geschichte erzählst, so wie sie der Regisseur erzählen wollte. Und die Möglichkeit für interaktiv hast du auch bei Games. Für mich ist es wie eine klare Trennung und ich habe das Gefühl, sobald etwas von dem probierst zu mischen, in Film funktioniert es für mich persönlich nicht mehr. Aber die Trennung, oder eben die Unschärfe, die wir eben Ja. jetzt so haben, das habe ich eben nachher noch den Regisseur auch noch gefragt nach dem Film, hat es ein Q&A gegeben. Ja. Und das war tatsächlich noch ein Problem für den Film, um finanziert zu werden. Okay. Weil ich nachher gefragt habe, wie sie finanziell unterstützt wurden. Dann hat er gesagt, ja, es sei sehr schwer gewesen, weil zuerst haben sie bei der Schweizer Filmförderung angefragt. Dann hat es geheißen, nein, das ist kein Film, das ist ein Game. Okay. Und er hat bei der Gameförderung angefragt, jetzt heisst es, das ist kein Game, das ist ein Film. Mhm. Und darum haben sie nachher auf dritte Wege zu finanziellen Mitteln müssen kommen. Also die Trennung, die ist... Nein, sie haben eine Mixform gefunden. Oder sie sind eher von Film oder Gameförderung von irgendwo anders. Sie sind dann von anderen, von Drittleuten unterstützt worden, so wie ich es verstanden habe. Wo nicht speziell mit Film oder Game, Genau. sondern einfach allgemein. Okay. Genau. Ich habe noch eine Frage dazu. Jetzt, eben, es ist ja ein interaktiver Film, haben wir gesagt. Mhm. Was ist da Laufzeit, sozusagen? Wie viel also Er geht etwa 1,5-2 Stunden dort um etwas. Es gibt aber auch Chapters, die du dann gar nicht siehst, je nach deinen Entscheidungen. Ich habe, glaube ich, das zweite Chapter ist nicht gesehen und ich habe vielleicht 1 Stunde 20 Minuten, würde ich sagen. Ja. So. Ja, das kann gut sein. Aber- 1,5 Stunden so, ja. Was mich noch interessieren, Fabio, von dir aus, wie hoch ist das Wiederspielpotenzial von dem? Ich muss sagen, ich finde es recht interessant, weil ich habe vor einem Jahr im Kino das Ende gesehen habe, wo ich eben gedacht habe, das wollte ich jetzt sicher nicht so auf mir sitzen lassen. Und darum habe ich eben die Gelegenheit jetzt auch genutzt vor ein paar Tagen und das nochmal gespielt. Und ich war recht erstaunt gewesen. Ja. Weil ich dachte, komm, ich nehme jetzt mal eben bewusst auch ein bisschen provokantere Entscheidungen oder ein bisschen gewagtere Entscheidungen getroffen, wo ich gedacht habe, das würde eben vielleicht jemand nicht so entscheiden, wo denkt, ich will das beste Ende quasi sehen, oder? Ja. Und ich war erstaunt gewesen, wie gute Lösungen das sie teilweise gefunden haben. Es gibt aber schon viele Entscheidungen auch, die nachher halt wieder zurückführen. Dass du nur einen kleinen Ausflug machst quasi zu der Entscheidung, wo du her hast wollen, und die nachher wieder zurückgeholt. Aber es war nicht so plump gewesen, wie in vielen Telltale-Games, wo die nachher einfach quasi die Entscheidung mehr oder weniger ignoriert. Mhm. Also ich erinnere mich an The Walking Dead, wo du etwas entscheidest und nachher vor der Gruppe überstimmt wirst, als wäre deine Entscheidung nicht da gewesen. Ja. Das gibt es dort. Und ich muss sagen, bei Lightshift haben recht gute, sehr elegante Lösungen gefunden, um dort, wo nicht gross abweichen kannst, back on track wieder zu kommen. Also ich war sehr erstaunt gewesen. Und ich muss definitiv sagen, das ist etwas, wo ich auch sicher mal noch mit anderen Leuten gerne noch einen Abend verbringen und einfach zuschauen, wie sie werden sich entscheiden. Ja. Also ich finde so Sachen auch immer spannend, so ein bisschen das psychologische Profil von dieser Person ein bisschen gezeigt bekommst, was spielt. Und weil es halt eben so ein Film ist, ist es so viel zugänglicher. Ich kann weniger sagen, komm, wir spielen mal heute Abend Heavy Rain durch. Aber ich kann Leute nehmen, die nicht gross Gamer sind und sagen, hey komm, wir wollen uns mal einen interaktiven Film reinziehen. Mhm. Ja, weil es eben die Mischform hat, ist es sehr interessant für sehr, sehr viele, die überhaupt nicht mit Gaming Genau. zu tun haben. Das ist etwas sehr ich muss auch sagen, die ursprüngliche Philosophie, die der
der interaktive Film eben hat, dass man ins Kino geht und dann einfach am Schluss mit einem Ende rauskommt, wo vielleicht der die Vorstellung davon nicht hatte, sozusagen. Es ist schon noch recht interessant, es gibt noch viel Diskussionsstoff, aber eben dann die 1,5 Stunden oder 1 Stunde 20 für ein Game wieder zu spielen oder eben für ein Game, das man daheim spielt, ist halt schon ein bisschen fad, muss ich sagen. Gibt es eine Möglichkeit, dass daheim mit mehreren Leuten spielen? Weil für PlayStation gibt es die Playlink, heisst die, glaube ich, dass mit den Smartphones das Zeug kannst steuern bei spannenden Games. Weißt du, ob der würde ich es vielleicht nochmal... Das wäre natürlich auch spannend. Wenn du eine Gruppe von Leuten hey, kannst einladen, dann würde ich es nochmal spielen. So. Für PS4 gibt es das meines Wissens auch nicht. Okay. Für Steam müsst ihr schauen, weil die App gibt es schon noch. Ja. Die wir dort auch gebraucht haben, die Kinovorstellung. Die heisst Control Movie, heisst die App. Eventuell geht die für Steam, da bin ich aber nicht sicher. Wobei ich finde, man kann ja gut auch, eben wenn man es nachher zu 5. oder so in der Stube zusammenspielt, kann man gut mit reinschreien, Demokratie. Ja. Der am Leute schreit, das wird dann ausgehört. Also ich nehme an, es ist auch eine Zeit, die immer abläuft. Bei genau, es sind kurze Zeiten, die du zur Verfügung hast. Okay, gut. Aber deine Empfehlung wäre, zocken, wenn man die Möglichkeit hat. Ja, es ist 12 Stutz eben im PlayStation Store. Für das Geld muss ich sagen, also ein Kinofilm oder ein Film, den ihr euch sonst irgendwie abladet über einen iTunes Store oder weiss ich was. Ja. Es sind ganz viele Stores. Ja, die sind nicht viel günstiger. Und eben da hat er wirklich einen Anreiz, es nachher auch mehrmals zu schauen. Ist das der einzige solche interaktive Film oder gibt es da auch schon andere Alternativen, wo man... Bis jetzt kenne ich Ja, ist Also ist recht neu. Aber also der Aufwand ist natürlich schon massiv. Also er hat erzählt, wie viele Drehbuchseiten das sie hatten. Das ist einfach jenseits im Vergleich zu jeder normalen Das Produktion. nimmt ja exponentiell zu, wenn man Ich jetzt... weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt, es gibt doch da die Bücher, wo man so Entscheidungen treffen kann. Und dann heisst es irgendwie Turn to Page, was genau. auf die Seite so und so viel, wenn du die Entscheidung getroffen hast und so. Das ist nicht mehr spannend. Aber Netflix hat ein paar Sachen angekündigt. Ich kann jetzt nicht mal googlen. Ich weiß nicht, ob die schon live sind oder nicht. Und die tut man dann erst mit dem... Fernbedienung. Fernbedienung. Ja. Das ist auch nicht das Coolste. Das nimmt mich wunder, wie das kommt. Yes! Tommy, du hast auch noch ein Thema mitgebracht. Ich gebe dir das Wort. Merci vielmals. Genau, ich habe das Thema Game Awards mitgebracht. Die finden jedes Jahr im Dezember statt. Ist euch das, vielleicht bevor ich weiter erkläre, ist euch das ein Begriff? Habt ihr die schon mal gehört? It's me, Mario! Ich weiss auch, dass ganz sicher der Mario Odyssey sicher drin vorkommt. Ja. Das ist das. Und Horizon Zero Dawn. Also dass sie nominiert sind, Das weißt sind die zwei Titel, die ja, aber mehrfach irgendwie auf mehreren Kategorien wirklich nominiert sind. Also ich kenne Game Awards einfach nur noch von den MTV Game Awards her. Aber Ja. das ist wahrscheinlich nicht mehr das Gleiche, nehme ich jetzt mal stark an. Nein, genau. Also die Game Awards, so wie es jetzt gibt, die gibt es seit 2014. Und die sind entstanden aus den Spike TV Video Game Awards, die von 2003 bis 2013 waren. Und die sind produziert und gehostet worden von Jeff Keighley. Kennt ihr den? Den habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Einer der einflussreichsten Personen im Gaming. Der hat irgendwie Beziehungen zu jedem und zu allem. Und der hat dann gefunden, 2014 macht er seine eigene Awardshow mit der Mitarbeit von verschiedensten Industriepartnern, also unter anderem Microsoft, Sony, Nintendo und alle. Und darum hat der Award jetzt so eine gewisse Kraft. Also es ist so ein bisschen wie der Oscar von der Videospielbranche. Wenn du dort gewonnen hast, hast du es... so ein bisschen etabliert. So. Genau, und dann hast du es wirklich geschafft. So. Weil es halt das Backing von allen hat. So. Ja. Genau. Und das findet wieder im Dezember statt. Und es hat ein paar interessante Nominationen und Kategorien, die ich gerne mit euch besprechen würde, die so ein bisschen über den Award raus Diskussionsstoff bieten. Und die erste Kategorie ist... Darf ich ganz kurz fragen, bis wann werden Games erfasst? Genau, das ist bis im November, ein kommerzieller Release bis im November, nämlich glaube ich 27. November. Okay. Und Games von letztem Jahr, die nach dem 27. November rausgekommen sind, für dieses Jahr noch gültig sozusagen. Genau. Und eine spannende Kategorie, wie ich finde, ist die Kategorie Virtual Reality / Augmented Reality. Weil die gibt es erst seit letztes Jahr. Und wieso ich die Kategorie so spannend finde, ist, weil böse Zungen behaupten, dass es dieses Jahr das letzte Mal wird sein, wo es die Kategorie überhaupt wird geben. Also weil sie allgemein keine Zukunft sehen für das Genre, oder was? Genau, also ist so ein bisschen, der Vergleich wird gezogen zum
3D-Hype, der war von ein paar Jahren. Jeder Film ist in 3D rausgekommen, es hat 3D-Fernsehen gegeben und plötzlich ist es irgendwie verschwunden und die neuesten Fernseher werden auch nicht mehr mit 3D-Funktionen produziert. Und so ein bisschen meine Frage an euch, spürt ihr das oder hättet ihr, also es war ja ein riesen Hype um VR vor 2-3 Jahren, hättet ihr erwartet, dass es grösser ist, als es jetzt ist, oder? Darf ich noch fragen, also welche Games sind dort nominiert Wo- in VR? Genau. Oder welche haben gewonnen die letzten paar Jahre? Welche gewonnen haben letztes Jahr, weiß ich jetzt nicht auswendig, ich kann aber sagen, welche das Jahr nominiert sind. Ich kann auch sagen, welches das ich will, das gewinnt. Okay. Und zwar Resident Evil 7. Das ist nominiert. Ja, ist gut. Und Kommt raus. Horror, das kann ich mir nicht antun. Aha. ich kann es mir auch nicht antun, aber ich will, dass es gewinnt, weil es das einzige Spiel ist, das einzige AAA-Spiel mit hohem Produktionsbudget, das es in VR hat gegeben. Und alle anderen Spiele sind eher so in einem kleineren Rahmen und für mich war es so wie der Beweis gewesen, dass so grössere Spiele in VR funktionieren. Mhm. Und genau so ein Spiel Das in dem braucht es. Sinn, zum sagen, es ist nicht nur eine Nische. Genau. Ich finde, genau so ein Spiel braucht es in Zukunft, damit das Medium kann weiter bestehen. Aber das heißt, du willst eher einen politischen Sieg in dieser Kategorie? Absolut. Das ist das Einzige, was ich will. Aber welche Games sind denn noch nominiert? Also, Resident Evil 7, Ja, Farpoint, ist euch das ein ein Begriff? Shooter. Genau, Shooter für PlayStation, Genau. wo mit dem PlayStation Aim Controller gemacht ist worden, wo mit der extrem lächerlich Handgun. aussieht. Genau. Lone Echo / Echo Arena, das ist so ein Zero-Gravity-Shooter im Weltall, klingt auch noch spannend. Mhm. Star Trek Bridge Crew, Nie gehört. wie ein Strategiespiel, du bist echt Star Trek Crew und musst das Schiff bedienen sozusagen und es geht darum zu kommunizieren mit anderen. Okay. Und eins, was ich extrem spannend finde, dem würde ich den Sieg auch sehr gönnen, ist Super Hot VR. Ah, Absolut das Tell Geilste. me about it! Das Alter. ist das Einzige, was ich davon gespielt Ja. habe. Das ist wirklich Hat er es gespielt? Ja, also Ja, es geht- liebe Grüße an Karen von hier. Ja, ja, so bei ihm Bei gespielt. ihm daheim, das ist ein Game, das ist ja zuerst erschienen, ganz normal auf der PS, Ja. wenn ich mich nicht täusche. Und später ist die Adaptation gekommen, das VR. Und das hat einfach noch einmal so viel mehr Fun dazu gegeben. Und genau, grundsätzlich das Konzept ist, die Zeit vergeht nur, wenn du dich bewegst. Absolut. Du wirst immer an verschiedenen Orten gespawnt. Also du bewegst dich nur an Ort und Stelle. Ja. Deine Beine sind immer am Boden, was du bewegst, ist eigentlich der Oberkörper. Und du hast einfach Gegner, die sind sozusagen aus Glas Ja, und rot. Und du hast einfach diverse Knarren. Und Knarren sind wirklich, also die Pistole hat vielleicht 7 Schuss drin und die Uzis haben vielleicht 2 Salven drin oder so. Und mit denen musst du dann umgehen. okay. Und es ist extrem krass, was du dort alles machen kannst, weil auf dich geschossen wird, kannst du dich bücken, dass der Schuss über... Also es hat so ein Feeling von Matrix, auf der anderen Seite auch so einen Badass-Shooter, wo du dann einfach so Akimbo-Style einfach 2 Uzis aus der Hand kannst werfen und wieder andere 2 Knarren aufzugreifen. und du spawnst eben durch das ganze Level, also du bist vielleicht auf einem Wolkenkratzer zuoberst, schießt dort einen ab, der am Runterfallen ist und dann spawnst du sozusagen 5 Stück weiter unten und während du dort weiterspielst, siehst du im Hintergrund noch den anderen runterfallen und es ist extrem geil gemacht. Und Also, in der Recherche, als ich das Zeug angeschaut habe, es ist sicher ein Spiel, das ich sicher ausprobieren in VR. Ich freue mich schon jetzt drauf. Das Geile ist ja, dass du so teilweise so Twister-mässig bewegst. Du bewegst dich immer so Zeitlupe-mässig, weil jede von deinen Bewegungen führt eben dazu. Also nur schon, wenn du auf jemanden probierst zu zielen, das Zielen ist ja schon eine Bewegung und durch das kommen Kugeln, die auf dich am Schiessen sind, schon schneller auf dich zu, oder? Das heißt, du musst schauen, wo du jetzt genau auf den zielen oder du es aus der Hüfte schiessen probieren. Und du musst dann wirklich so zeitlupenmässig die bewegen und eben halt so ein bisschen, für die es noch kennen, aus den 90ern, die so Twister gespielt haben, das Spiel mit Farbe am Boden, Ja, wo man ja. sich so über den anderen probiert drüber zu hangeln und so Körperformationen gibt es manchmal bei Superhot. Also, würdet ihr sagen, es wäre ja ein guter Gewinner? absolut. Ich würde es denen so mega gerne... Ich liebe Games, die einfach so einen eigenen Humor haben. Oder so, eben ein Portal zum Beispiel, wo einfach so einen speziellen und so ansprechenden Humor hat. Und eben Superhot hat er so herbekommen. Es ist schon innovativ, ja. Genau, auf ihre eigene... Ja, oder ich meine, nachdem man sich in einer Schlacht, also sozusagen, nachdem man die Schlacht gewonnen hat oder das Level durchgemacht hat, kommt einfach der Klasse, es kommt super hart, Genau. super hart. Super hot.
Und das pumpt einem einfach richtig. Das ist schon echt geil. Okay. Und es gibt auch... Ich finde auch die Einfachheit davon ist auch hure geil. Also Genau. es ist wie nicht hure viel reingesteckt, wie das die Figuren aussehen und so, sondern ziemlich simpel. Simpel, aber eben Genau. funktionell und eben fehlerfrei Ja, sozusagen. genau, ja. Und es gibt auch wirklich, also ich will das gar nicht gross spoilern, aber es gibt Momente, wo man wie vor einem kleinen Rätsel steht und nicht weiss, was man machen soll. Und die Antworten zu diesen Rätseln sind einfach extrem geil. Nice. Eins ist einfach, ich sage nur so viel, eins ist Show Your Dedication. Und Okay. ja, Okay, das ist auch krass. und man ist in einem leeren Raum, also Okay. was man da alles kann anstellen kann. Zurück noch zum VR Augmented Reality. Ich habe selber nicht so grosse Erfahrung. Ich weiss noch, das war bei dir mal, Tommy, wo ich die PS... Ich habe eine PlayStation VR und ich bin Genau. der Einzige, der... Also ich kenne sonst niemanden, der irgendein Gerät hat. Okay. Und eben, bei dir habe ich ja mit dem getestet, aber das ist mehr so wie eine Short Story, die erzählt worden ist, die ich aber schon Ja. spannend gefunden habe, weil es einfach... Es öffnet neue Dimensionen. Und für das finde ich es sehr, sehr geil. Super hot, wie es ist mit dem VR, weiss ich nicht. Aber Schon ohne VR ist geil. ich glaube überhaupt noch nicht, dass die Zeit von VR und Augmented Reality abgelaufen ist. Vor allem im Gaming-Bereich nicht. Ich habe das Gefühl... Würde ich auch nicht sagen. Ich hoffe es auch nicht und ich hoffe, dass mehr Entwickler, aber ich glaube auch, wenn mehr grössere Entwickler den Mut haben, wie sie das mit Resident Evil hatten, einfach mal wirklich zu investieren, dann könnte es schon noch ein bisschen grösser werden. Aber einfach so ein Punkt, den ich ein bisschen Bedenken habe, ist halt eben, dass dann plötzlich VR eben an den Punkt kommt, wo es eben 3D-Mal war, dass dann jedes noch so geile Game noch einmal aus VR rauskommt und einfach sozusagen... Ja, also einfach nur Also- nicht neu erfinden, sondern nur reinventen. Genau, und das wäre dann auch absolut schade, oder? Ja. Aber Genau. solche Games wie eben Superhot oder die anderen, die du jetzt genannt hast, sind Farpoint übrigens auch super, falls mal Gelegenheit Genau. hat. Sehr, sehr Es gerne. muss einfach günstiger werden, das ist mein Auge. Das ist definitiv so, ja. Das heisst ja bei Oculus am Die Hardware. Die Hardware. das Der meine ich. Einstieg ist immer noch, auch mit der PlayStation VR, 400 Franken, glaube ich. Wie viel, genau? ich weiß gar nicht auswendig, aber es ist halt Also, schon... wenn ich mich nicht täusche, ist der Bildschirm, also die Brille plus die Controller, Ja, du sind, brauchst glaub ich, Move. 350 Franken und näher dazu brauchst du noch die, ich weiss den Namen nicht mehr, die Kameras. PlayStation Kamera, ja. Du brauchst Ja, Move ja, Controls, genau. PlayStation Kamera und das Headset brauchst. Genau. Das sind Sachen. Viele haben natürlich schon eins davon. Also Genau. Move Controllers findest du recht günstig. PlayStation Kamera brauchst du ja nicht die neue, die kommt im Bundle mit dem VR-Headset, sondern du kannst dir auch so die alte PlayStation Kamera kaufen. Aber es ist außerdem doch noch eine recht grosse Hürde für das, Genau. was du nachher kannst gamen. Und das Resident Evil VR ist nachher trotzdem noch hure teuer. Also Mhm. ich finde, wenn, dann musst du nachher wirklich, wie früher bei der Wii, dass du nachher einfach das Bundle bekommst mit der neuen Technik. Mhm. Und da ist aber auch gerade 5 Games, die du dazu spielen kannst. Mhm. Das braucht es einfach. Gut, also ich hoffe, dass es überlebt und es noch mehr spannende Spiele kommen. Eine weitere spannende Kategorie, die ich herausgepickt und zwar vor allem wegen einem Spiel, das ich mich noch nicht getraut habe zu spielen, ist die Kategorie Best Narrative, also beste Story. Und dort sind nominiert What Remains of Edith Finch, ein Adventure-Spiel, Nier Automata, Wolfenstein 2 und Horizon Zero Dawn und zum Schluss noch Hellblade Senua's Sacrifice. Sagt das jemandem etwas? Wir sagen alles Gehört, etwas, aber ja. aber nie Hellblade, gespielt. einfach wieso dass ich es gerne ausprobieren würde, aber wieso dass ich mich noch nicht getraut habe. Aber genau wegen dem finde ich es so spannend. Es ist ein Spiel, das psychische Erkrankungen als Thema hat. Also Okay. du bist als Spielfigur, deine Spielfigur hat eine Psychose. Sie hat Halluzinationen, sie hört Stimmen, sie sieht Sachen und das bietet sich halt eigentlich verdammt an in einem Spiel. Weil Ja. so kannst du die Leute so ein bisschen in die Irre führen. Und das Geile ist, von dem, was ich gehört habe, es ist extrem respektvoll behandelt worden, Ja. das Thema. Und du bekommst so ein bisschen wie ein Verständnis, wie das ist für die Personen. Und das ist halt Das ist irgendwie natürlich wirklich spannend. Das ist etwas, spannend. ja, wo man sich Zeit muss nehmen und wirklich in den Mut kommen, um es auszuprobieren. Und ich fände es cool, wenn das würde gewinnen. Es hat schon andere Spiele gegeben in der Vergangenheit, die so ein bisschen das Thema aufgegriffen haben, das ich gespielt habe. Vielleicht kennt ihr die. Spec Ops The Line. Habt ihr die mal? Das- Ja, ja. ja, das Ja. ist... Sehr gut. Das war auch recht krass, was du dort erlebt hast. Aber das Geilste, was ich je gespielt habe, war Eternal Darkness. Seht euch das etwas? Jetzt haben wir etwas nicht Auf gespielt. Gamecube. Dort hatte so einen Insanity Meter.
Okay. Und wenn du irgendwelche Monster Das ist hast schon gesehen krass. im Spiel, dann bist du immer wie verrückter geworden. Und dann hat es Okay. immer so Sachen gegeben, die dich zweifeln, bin ich jetzt wirklich verrückt oder nicht. Da ist zum Beispiel die Lautstärke vom Fernsehen ist runtergegangen. Dann hast du gefragt, hey, bin ich jetzt auf Fernbedienung gehockt? Okay. Das ist jetzt so. Shit. Oder der Channel hat geswitcht. Es ist so irgendwie, als hätte jemand auf Fernbedienung gedrückt und hätte irgendwie weiter gedrückt. Oder das Schlimmste war, ist eigentlich gestanden, mein ganzer Spielstand ist gelöscht worden. Okay. Dann fragst du wirklich, also, ist das jetzt wirklich passiert? Okay, Also, das ist, wenn es nicht mit dir Ja, spielen, das ist dann recht- mit dir das ist geil. spielen. Aber das hat ja eben, das hat Metal Gear, also Konami mit Metal Gear Stimmt, eigentlich schon, das heißt es, also schon viel früher gebracht, aber so ansatzweise, oder? Das war nicht das ganze Game so gewesen. Aber Was ist da gewesen? bei Metal Gear 1 hast du den Psycho Mantis als Gegner genau, gehabt, genau. wo deine Controller-Daten hat können lesen, sozusagen. Und nicht nur das, sondern in der Zwischensequenz haben sie so gemacht, dass es von deiner Memory Card eigentlich Spiel hat abgelesen. Das heisst, in dieser Cutscene ist dann plötzlich gekommen, ja, wie ich sehe, du hast gerne Warner Brothers. Ich weiss doch auch nicht was. Ja, Also, ja. irgendwie, oder du spielst keine Ahnung, irgendein Game, oder? Ja. Und der Trick war eben dort auch, dass man den Controller aussteckt und beim Slot 2 drin tut, dass er es eben nicht mehr lesen kann. Das Sonst ist hast du geil, es gar ja. nicht geschafft. Das ist krass. Aber über Metal Gear gibt es mal einen gesonderten Cast. Natürlich. Das tue ich jetzt einfach schon mal angekündigt, das habe ich jetzt einfach beschlossen, das muss es geben. Alles klar. Das wird von mir aus alles. Und vom 2 hat es da auch schon mehrere Szenen gegeben, wo du einfach, du spielst das Spiel normal weiter und plötzlich kommt einfach der Screen, der normalerweise würde kommen, wenn du stirbst. Aber das Spiel geht weiter und es steht anstatt... Mission failed, Das statt steht- Fission mailed. Genau, und solche krass Zeug, und du spielst dann auf einem Mini-Bildschirm, oder, wo Ja. einfach winzig ist und der Rest ist eben Nachricht, du wirst angerufen, wie hat das geheissen, wie hat das Kommunikationssystem? Codec. Auf dem Codec wirst du angerufen und dann sagt der Colonel dir, ja, du gibst schon viel zu lange, stell mal die Playstation ab und solches Zeug, wirklich. Das ist Ziemlich geil, so ein bisschen der Spieler So- trollen. ja, genau. Ja, Meta ist der Hideo Kojima eines der Genau, darum. grössten Genies gewesen. Sehr Darum lustig. eben, jetzt habe ich auch beschlossen, Death Stranding muss auch mal irgendwann vorbesprochen werden. Gut. Das neue Game vom... Aber zu Ja. Senua's Sacrifice, also Hellblade Senua's Ja. Sacrifice, muss ich sagen, das interessiert mich auch mega. Nur schon aufgrund dessen, dass du eine weibliche Hauptrolle hast. Genau. Und das sind immer Games, muss ich sagen, wo Ja. eher einen interessanteren Ansatz verfolgen, weil ich glaube, das sind ja Teams, die es braucht, heutzutage ist es immer noch ein Durchstieren, habe ich das Gefühl, von weiblichen Protagonisten, weil es auch Publisher nicht gerne haben. Es Sie ist immer denken, tatsächlich so, ja. es verkauft sich weniger, da braucht es Leute, die das durchstieren und die haben meistens in meinen Augen interessantere kreative Vision und darum sind die Games meistens so interessanter mit weiblichen Protagonisten. Also ich muss auch zugeben, dass der Fabio vor diesem Podcast mir gesagt hat, dass er Games lieber hat, die Protagonistinnen haben, Ja, aber als haben sie gerade männliche erläutert. Rollen, Hauptrollen. Und darum freut es sich auch sehr auf Uncharted The Lost Legacy. Wo der Domi mir ausgelehnt hat jetzt. Genau, so bin ich halt. Also, genau, jetzt müssen wir ein Wett machen. Wir müssen es. Da gibt es noch 2 Kategorien, wo vielleicht die wichtigsten Kategorien sind, die prestigeträchtigsten, sage ich jetzt mal. Und ich würde gerne, dass wir wetten, welche Spiele dort werden gewinnen. Und das ist egal, wenn du Sagst nicht du noch genau... Kategorien? Da kannst du noch nachschauen. Die Kategorien sind erstens mal Most Anticipated Game. Also, Okay. da sind wir alle auf dem gleichen Wissensstand sozusagen, weil die Games sind noch nicht rausgekommen. Und das andere ist einfach Game of the Year natürlich. Ich kann vielleicht schnell sagen, bei Most Anticipated Game, wer als nominiert ist. Das ist The Last of Us Part 2, Oh boy! Red Dead Redemption 2, Oh boy! Monster Hunter World, Marvel Spider-Man und Oh. God of War. Ja, für mich ist klar. Das ist schon... Schreibt es auf dem Zettel auf, sodass niemand kann nachher machen. Ist gut. Und die zweite Kategorie ist eben Game of the Year.
Der ist Mario dabei. Dort kann ich euch einfach einen Metacritic-Score sagen, also was ist der Durchschnitt der Bewertungen bei den Spielen, vielleicht hilft euch das, vielleicht ist es ein bisschen irreführend. Dort ist nominiert The Legend of Zelda Breath of the Wild mit 97% Metacritic-Score. Holy shit! Krank. Was wird das? Was hat der Super Mario Odyssey mit 97% Metacritic-Score. Oh, hure brutal. Persona 5, ein JRPG Ja. mit 93%. Horizon Zero Dawn mit 89% und PlayerUnknown's Battlegrounds, wo lustigerweise noch nicht als kommerzielles Spiel draus ist, sondern immer noch in der Beta-Phase ist, aber trotzdem als Game of the Year nominiert ist und darum noch keinen Metascore hat. Aber das ist auch nominiert, genau. Ja, ich glaube es. Und einfach Hast du jetzt geschaut, was ich geschrieben habe? Nein, ich habe es nicht gesehen. der verliert oder die verloren haben, werden nachher in irgendeiner Art und Weise bestraft, einfach im nächsten Podcast, den wir werden aufnehmen, wo nach der Game Awards Ich muss ist. ganz offen sagen, also die Nominierungen sind einfach nicht fair, oder? Welche jetzt? Ja, aber jetzt Most Anticipated Games, also das Red Dead Redemption 2, wo so eine Fanbase hat hinten dran. Mhm. Das, oder also es ist nicht das geilste Game, also God of War wird sicher extrem geil. Aber ich denke nicht, dass es Stich hätte gegen Red Dead Redemption bei den Awards. Mensch, es braucht so mehr Safe Space for Nerds. Haha, wo Bloodcast ist, ich zitiere. Nein. Genau. Also einfach, ja, beim... Also jetzt müssen wir von beiden eins auswählen, Genau. ist das richtig? Also einfach Das, für, was wir- Nein, für das, Most wo- Anticipated Ace und für Game of the Year. Genau, und das, was wir wollen, dass es gewinnt, oder das, was wir... das, wo du denkst, das wird schon gewinnen. gewinnt. Ja, ich überlebe das auf. Und vielleicht noch zum Voting-Prozess. Most Anticipated ist nur Zuschauervoting. Game of the Year ist nur zu 10% Zuschauervoting und zu 90% Fachjury, die sich zusammensetzt aus über 51 Publikationen aus der ganzen Welt, die wiederum ausgewählt wurden vom Committee, das aus Industriemitgliedern besteht, also von Nintendo, Microsoft, Sony, bla bla bla. Okay, kannst du noch die ersten Nominierten sagen von der Anticipated? Anticipated ist Last of Us Part 2, Red Dead Redemption 2, Monster Hunter World, Marvel's Spider-Man und God of War. Okay. Und Game of the Year ist Legend of the Wild. Dann Breath of the Wild, It's Me genau. Mario mit dem Odyssey. Genau. PlayerUnknown Battlegrounds, Persona 5 und Horizon Zero Dawn. Yes. Okay. Also eben, ich nehme jetzt das, was ich denke, das könnte nicht das, Ja, was ich ja, will, ja, das es ist auch das gemacht. Könnt ihr mir bitte gerne alle Zettel geben? Aber ich wünschte, es wäre God of War. Hat er euren Namen draufgeschrieben? Hat er euren Namen draufgeschrieben? Ah, nein. Ja, ich erkenne meine Schrift, das ist nicht so schlimm. Gut. Dann nehmen wir das so mit. Ich kann vielleicht noch schnell sagen, was wir gewotet haben. Ich habe Game of the Year Zelda, Most Anticipated The Last of Us 2. Oh, Yasu. das ist genau gleich. Yasu hat Red Dead Redemption als Most Anticipated, Odyssey als Game of the Year. Wem ist da was? Ich habe dort, wo Das ist Breath of Tattoo. the Wild. Breath of the Wild aus Goldie und Last of Us Most Anticipated vom Erdu. Und der Webu hat Best Game Super Mario Odyssey und Most Anticipated Spider-Man. Geil. Oh, Das wird spannend. Auch Das wird spannend. Äh, Beim Spider-Man weiss ich einfach, die haben es angezockt in E3 und das hat so geil ausgesehen. Mhm. Das weiss ich. Es könnte recht geil brutal. werden. Das wird fast... wir werden es sehen, wenn sind wir schlauer. Wenn wissen wir, wenn es Von Nacht vom 7. auf den 8. Dezember wird es stattfinden. Okay. Übrigens sehr eine geile Show, wenn ihr irgendwie die Chance habt, zu anschauen. Es ist sehr geil. Es werden ja auch neue Ankündigungen geben, also neue Games werden angekündigt und alles. Sehr, sehr spannend. So eine kleine E3 ist es. Alles klar, ja, das wäre es in dem Fall. Super, merci vielmals, Tommy, für das Thema. So, und jetzt noch zu unserem letzten Thema, wo niemand weiss, um was es geht. Ich schon, ja, schon erfahren. Ausser der Tommy und der Yassin. Also Schieß los, 50%. Yassin. Genau. Bring it. Ja, und zwar ist mein Thema, also ich erzähle mal, wie es entstanden ist eigentlich. Und zwar, ich habe ein Meme gesehen und bin nachschauen, woraus das ist entstanden. Okay. Und das Thema behandelt eigentlich Christian Servers. Vor allem bei Minecraft. Okay. Hey, Gibt es Christian Servers, also Servers, Minecraft-Servers, wo nur Christen unterwegs sind? Nein, nicht nur Christen unterwegs. Oder um Christian gehören. Oh, wow, Joke. Wow. Lame much. Nein, es sind Server, die von
Kirchen oder eben christlichen Gruppen eigentlich zur Verfügung gestellt werden, Okay. um den Spielern einen sicheren Rahmen zu geben. Nein! Ein Safe Space sozusagen. Und Wow. aber im Moment geht so ein bisschen ein Meme eben von wegen Fluchen auf Christian Servers. Ja, genau. Und ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht und da habe ich 2 Mal gefunden. Das eine ist Prism, Christian Servers. Okay. Und es gibt noch ein Fully Awakened Creators. Und auf Prism bin ich mal die Webseite abchecken und die haben 11 Regeln. Ich nenne es jetzt mal die 11 Gebote, sozusagen. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht andere, du sollst nicht flamen, so no griefing. Also ich kann das noch, ich muss natürlich noch schauen, was alles andere noch drin ist. No hacks, mods or X-rays allowed. Non-PvP server, be respectful. Absolutely no resource gathering in survival or UHC worlds. Ich weiss nicht, Fabian, kannst du es aufklären, was das genau bedeutet? Was? Wer hat von hier eigentlich Minecraft gamet? Ja, es ist schon gamet, aber es ist nie im Online-Multiplayer gespielt. Eben. Respect your neighbor's space. Genau. Und No buying and selling land. Genau. Das nächste, Christianity is not a requirement. Aber ich sage jetzt mal, also ich habe auch schon ein bisschen Einblick bekommen in so gewisse Serverregeln. Und gewisse Servers haben dann noch viel mehr Regeln als jetzt die, sage ich jetzt mal. Okay. Ja, klar. Okay. Aber das war jetzt Prism gewesen. Ja. Gehen wir über zu Fully Awakened Creators, wo 2-mal am Tag, also die haben auf diesem Server haben sie schon eine Kille, die dort noch besetzt ist, sozusagen. Also Von einem Pfarrer, der 2-mal am Tag dort eine Zeremonie gibt, sozusagen. Und man kann dort zuhören mit seinem Avatar, mit seinem Charakter, kann man dort hergehen. Und also die ist In-Game Church drin. Und man kann dort sogar, glaube ich, beichten. Okay. Und solches Zeug. Also da habe ich mich schon ein bisschen gewundert drüber. Und jetzt wollte ich das gerne mal hier bei diesem Podcast ein bisschen diskutieren. Und meine erste Frage ist, so viele Regeln sind Games eigentlich nicht da, online, um sich auszutoben. Um Sachen zu machen, die man im Realen nicht machen würde. Sorry, aber es ist doch so, das ist doch einfach so eine Einladung, zum die Leute zu trollen, oder nicht? Also Ja, die kämpfen doch hure mit, also je offensichtlicher dass es machst, desto mehr Leute wirst du anziehen, die es genau nachher... Ich glaube es auch. Ich muss auch sagen, das ist nicht nur auf Minecraft, es gibt auch Battlefield, also Christian Service auf Battlefield, Okay. wo man dann einfach schon nur wegen einem Frick sozusagen gekickt wird. Oder Das ist ein Frick. Frick ist einfach ein Ersatz für das andere F-Wort. Okay. In Stadt. Wegen dem ist... Also es gibt jenste Videos, wo man das nachschauen kann, wo der eine von einem Christian Server spielt und dann sagt er Frick oder God damn und dann macht es einfach Killed by Admin. Aber ich muss sagen, ich finde das nicht so schlimm wie ihr jetzt auch. Ich finde es auch nicht Nein, schlimm. schlimm finde ich es nicht. Was ich angeschnutzt werde online bei diversen Games von 12-Jährigen, die mir Ja. an den Ring schmeißen. Oder von mir. Also ich muss sagen, ein bisschen Regeln, ja. Wieso nicht? Was ich mich ein bisschen frage, ist wie... wahrscheinlich ist ihre Motivation einfach, um irgendwie den Gospel weiterzugeben. Und von dem her finde ich es natürlich schon eigentlich eine Art kreativ, aber ich habe auch das Gefühl, die wären doch Troll des Grauens. Absolut, also da kann man eine kurze YouTube-Recherche ist da schon sehr... Aber mich würde es interessieren, was eben so der Inhalt wäre, zum Beispiel von so einem Gottesdienst. Also so, check it out. Das wäre noch lustig. Check it out, Ich weiß es nicht, also da habe ich noch nicht nachgeschaut. Aber eben, die sind auch recht hart am getrollt werden im Moment. Einfach Leute, die auf den Server gehen rummotzen und die wieder gekickt werden. Aber da sieht man genau, wieso dass es die Servers eigentlich braucht. Also weißt, sie ziehen genau die Leute an. Also ja, es ist natürlich schade, dass sie die Leute anziehen, aber es zeigt eigentlich, wieso dass die Servers nicht so fehl am Platz sind, habe ich das Gefühl. Ob man die unter einen religiösen Rahmen muss, so einen religiösen Hut muss aufsetzen, ja, denke ich, muss nicht unbedingt sein. Gut, um fair zu bleiben, eine Regel ist auch, do not force the gospel on someone who doesn't Ja, das want. finde ich auch noch fair. Mhm. Das finde ich auch noch fair.
Wenn man es eher Clean Server nennen oder so. Ja, ich bin mir halt einfach am überlegen, ob das unbedingt der Kontext ist, um solche Sachen zu machen. Also, weißt, zum Beispiel sollten politische Parteien oder Gesinnungen oder Motivation auch so Platz finden. Also, weißt, zum Beispiel, wenn es so etwas gibt, könnte es ja auch politische geben oder von anderen Religionen. Und wäre das auch okay, ist nicht die Frage. Und zum Beispiel jetzt das Christentum mal als solches mal dahingestellt, ob jetzt das wer welche Meinungen hat, aber zum Beispiel jetzt im ganz extremen Fall, wenn jemand von Servers zur Verfügung stellen für Rechtsradikale oder so, ist das auch noch okay? Oder ist das etwas, das eben nicht dort sein sollte? Und die Frage ist, wo ziehen wir Grenzen? Wo wollen wir Grenzen ziehen? Was sollen die Server für Motivationen haben überhaupt? Und das finde ich glaube eher die spannendere Diskussion in der Also die Idee dahinter ist halt eben familienfreundliche, sichere Server, wo man eben spielen kann, ohne dass man sich aufregen muss, dass einer kommt, das Zeug kaputt machen oder ausrauben oder abschlagen oder was auch immer. Aber das soll das Game einfach nicht geben. Nein, das finde ich nicht. Ich finde es gut, dass man es diesen Zielgruppen, also dass man es denen erschließt. Also alles, was illegal ist, finde ich, gehört nicht her. Aber Rassismus und das Zeug. Natürlich, aber... Ja, aber gut, Rassismus-Bands und so ist ja schon auf anderen normalen... Es ist aber nicht nur Rassismus, also Rassismus ist ja ganz klar, oder? Und das Fluchen ist ja eigentlich auch klar, es kommt natürlich immer wieder vor. Aber hier werden die Leute ganz klar nach gewissen Regeln geschützt, die eigentlich das Game ausmachen, oder dass du vom einen gehst, das Zeug klauen. Also, nein, aber das gibt's. Das ist ja je nachdem, wie dein Spielverhalten ist. Es gibt x Servers in Minecraft, so viel weiss ich, wo das explizit verbieten, wo es teilweise auch disable, dass du es gar nicht kannst, etwas, was jemand anderes erstellt hat, zerstören. Das ist ja je nachdem, wie du spielen willst, ob du eher kollaborativ spielen oder ob du willst, dass sich die Welt immer wieder umwälzt, durch dass Sachen zerstört werden und wieder neu aufgebaut werden. Aber das liegt ja ein bisschen an der Community, die auf dem Server ist. Oder entsprechend dem, was der Server gemacht hat, was für eine Community das er will. Aber ich finde es absolut okay, zu sagen, wir wollen den christlichen Kindern, die vielleicht tendenziell weniger dürfen gamen, mehr Games verboten bekommen, dass man sagt, hey, Minecraft könnt ihr spielen unter den und also Minecraft ist ab 3, glaube ich. Ja, aber weißt du, dass die Eltern auch okay sind und die Kinder nicht ausgegrenzt werden. Also weißt du, ich finde es easy. Okay, wenn ich die Bär wäre und ich würde sagen, Fabian, ab jetzt spielst du nur noch auf Christian Servers. Was wäre deine Reaktion? Ja, ich bin ein bisschen älter, aber ich sage jetzt mal... Nein, nur familienfreundliche Server. Nein, aber ich sage jetzt mal persönlich, wenn ich jetzt ein Kind hätte, ich hätte lieber, dass es auf einem Christian Server spielt, als dass es Counter-Strike Global Offensive spielt, wo es einfach in jeder Sprache jedes mögliche Fluchwort an den Ring geschmissen bekommt und einfach nur aggressiv wirst. Ja, aber das hat ja nicht mit christlichem Server zu sein, sondern eher mit Nein, ich sage jetzt, wenn ich die Wahl hätte zu dem. Okay, ja. Aber der fände ich zum Beispiel irgendwie eine Einstufung, zum Beispiel eben hier wird nicht geflucht und hier wird nicht gestohlen und so weiter und so fort, weil es dann sättige Servers in dem Sinn gibt. Aber ich glaube, das gibt es auch, aber ich glaube, die christlichen Server gibt es explizit einfach, weil jemand die Idee hatte, wir wollen während dem Gaming irgendwie auch noch den Gospel verbreiten oder was auch immer und darum die wir Christian Service stellen. Ich glaube, das war die Idee, das ist die Motivation. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass es irgendwo einen Counter-Strike-Server gibt, wo eben Christian Server ist und wenn mir einer abschießt, sollte ich sagen, oh, God bless you. Ja, also, you are so much better than me, thanks for the compliments. Keine Ahnung was. Okay. Nein, ich sage, bei so viel Hate, was es im Internet gibt, bei so viel Trolling, bei so viel Cybermobbing, Cybermobbing, das macht das ist das nein, aber ich finde jetzt ein Christian Server nicht schlimm. Okay. Es ist eine schöne Domi, was sagst du? Würdest du jetzt, wenn du auf Minecraft gamen würdest einfach mal die Wildnis rauslassen oder würdest du einen Christian Server wählen? Ich würde mich in die Wildnis rauslassen, aber es ist auch ein Grund, wieso dass ich allgemein nicht so Bock auf Multiplayer-Games habe, ist genau auch die unsägliche Kultur, die sich gebildet hat um die kompetitiven Spiele. Das ist einfach so eine... Es ist echt so alles so toxisch und... Salty. Ja, wirklich. Und wenn ich mal spiele, dann entweder einfach muted alles, ein FIFA oder so, wo ich niemand höre, oder halt mit Kollegen online und ich kann schon verstehen, dass ein paar Leute einfach Bock haben, mit
normalen Leute spielen. Ich weiß aber nicht, ob es eben die richtige Wahl ist, Christian Server zu machen, weil ich das Gefühl habe, dass es eben genau ins Gegenteil ausschlagen kann. Und ich glaube, am Schluss gibt es auch einfach irgendwie so ein paar Spiele, also wenn du zum Beispiel Kinder hast und sie nicht willst, dem aussetzen, an diesen Fluchwörtern, diesen Bösen. Ich glaube, es gibt schon eher tendenziell Spiele, wo es halt ein bisschen stärker ist und wo es ein bisschen weniger stark ist. Dann würde ich, glaube, schon dort ansetzen, um ein bisschen so filtern, sage ich jetzt mal. Und Minecraft ist halt so ein Phänomen, wo du halt alles vorfindest, glaube ich, online. Was halt gleich auch krass ist, irgendwie, eben Games brauchen eine gewisse Reife, um mit dem umzugehen. Absolut. Und darum finde ich zum Beispiel eben die Alterslabels, die es hat als Empfehlung für Advent, dass man so gamen, die darf man sehr, sehr gerne einhalten. Das ist dann im Ermessen der Eltern. Aber ich glaube auch, dass es ist jetzt halt einfach so, das ist die Situation, dass auf öffentlichen Service dass sich einfach Trolls umtreiben. Und darum ist es vielleicht nicht einmal so schlecht, dass jemand sagt, hey, nein. Was ich erst etwas, was ich gesehen habe, was ich sehr so ein bisschen deprimierend habe gefunden, ist so ein Zusammenschnitt von einer Frau, die Overwatch spielt und auch gut spielt und einfach jeder zweite Kommentar, den sie bekommt, ist «Hey, du bist eine Frau, geh in die Küche, was machst du da?» Ja. Und das ist so, wirklich so ein verdammt deprimierender Zusammenschnitt von 5 Minuten, wo sie einfach... 12-jährige Kinder eben. Wo sie laufend beleidigt wird. Ja, aber weißt du, zum Beispiel jetzt gerade mal die 12-jährigen Kinder auseinandergenommen, warum sind die so, wie sie sind? Weil sie auf ungeschützten Minecraft-Service gespielt haben? Oder weil sonst noch so viele Einflüsse sind? Oder weiss doch auch nicht was. Also, weißt, man kann nicht sagen, oder ich finde, man darf nicht sagen, das ist eher ein bisschen auf diesen Service, weil sie bringen viel auch einfach sonst mit. Ich glaube, die sind nicht so, die 12-jährigen Gielen sind nicht einfach so Arschlöcher, weil sie einfach im Zocken sind die ganze Zeit. Ich glaube, die wären auch schon Arschlöcher. Ja, aber wegen dem muss man sie nicht fördern. Man kann trotzdem einfach fördern muss man sie nicht. Safe Space for Nerds machen. Genau. Und was, wenn es jetzt islamische Minecraft-Server würde geben? Gibt es das? Ich denke es nicht, Also aber es ich darf denke, sie so, wären also eine Band. Warum nicht? Also sie haben ja dann ihre eigene Wertevorstellung, die sie dann auch durchsetzen auf ihren Server, wie das die Christlichen auch machen. Und ja, ich finde es so okay. Also dort, wo ich es dann schwierig finde, ist, wie wenn es dann Rahmen bieten für Sachen, die menschenrechtlich gesehen schwierig sind. Also zum Beispiel eben so Rechtsradikale. Oder zum Beispiel, wenn es ISIS Minecraft-Server gibt, dann würde ich mich nicht fragen. Also ich frage mich auch nur zum Beispiel, okay, das ist dort wird nichts gebaut, dort wird nur oder kaputt so Social-Media-Kanäle, die so ISIS-Accounts einfach zulassen. Ja, aber ja, das ist ein ganz anderes Thema. Über das reden wir ein anderes Mal. Ich würde auf jeden Fall jetzt noch gerne sozusagen ein abschließendes Wort, wenn das möglich ist. Und zwar eben, ich sehe, dass man den Kindern, die das spielen, den Jüngeren, einen sicheren Rahmen sollte geben, wo sie das Game können spielen, ohne dass sie irgendwie angeflucht oder deprimiert sind. Ja. Aber Teabaggen gehört einfach zum Game. Word! Das ist ein gutes Abschlusswort. Nein. Okay, nicht. Okay. Moralapostel, Fabian, zugeschlagen. Ich muss sagen, ich bin einer von denen, die auf PlayStation Network auch Leute reportet, die mich anfluchen. Was? Aber nicht, wo die Teabaggen. Was? Ich reporte nur die jugendfreies Zeug andrehen. Das wird mir nie antreiben. Okay. Ja, okay, die zocken hier um einiges mehr kompetitiver als auch ich. Und darum macht es ab einem gewissen Punkt sicher Sinn. So, wir sind schon am Ende von unserem Podcast. Der Tommy jetzt nicht durchgezogen. Tommy jetzt einfach nicht durchgezogen. Fabi, willst du noch das Game auflösen? Also, jeder nimmt sein Zettel vor. Ja. Wer hat von wem eine Aufgabe bekommen? Also, ich habe vom Tommy den Auftrag bekommen, mindestens 2-mal, und ich habe genau 2-mal, wie Super Mario reden. Anführungsstrichli auf, it's a me! Anführungsstrichli zu. Italienischer Akzent, hohe Stimme. Jetzt mit Bravour gemeistert. Ich glaube, Mir ist es aufgefallen. Ist nicht aufgefallen? Nein. Ja, dann super. Ich habe schon gefragt. Bei Odyssey hast du einmal... Bei Odyssey, bei Game Awards, wo du angefangen hast. Ja, dann ist es ein bisschen... Ich dachte, okay. Aber das zweite Mal war es perfekt. Ja.
Aber ich muss nichts sagen. Ich habe vom Jesu die Aufgabe bekommen, im Schweizer Style entschuldigend argumentieren. Sorry, aber es ist doch so. Und ich habe es einmal geschafft, ich habe mich nie gerettet, ich habe es einmal geschafft am Schluss. Ich habe es vollkommen vergessen, muss ich zugeben. Ich habe noch gedacht, ich soll mich daran erinnern, aber ich Und dann schaue ich einmal gegen rechts und sehe den Zettel vor mir. Oh, Scheiße. Und ich habe es einfach lustig gefunden, wie er eben ein paar Mal argumentiert hat. Und darum habe ich Beef mit dem Scheiß. Und darum habe ich Beef mit dem. Und das Ziel war eigentlich, dass er sagt, es tut mir leid, aber ist doch so. Das ist. Oder. Excuse. Ich bin kläglich Seid ihr noch gehabt? Ich habe vom Fabu bekommen, mit lieben Grüßen von Fabu. Du 3-mal während dem Podcast, wenn jemand das Thema wechseln will, einfach bei diesem Thema bleiben. Ich habe es auch schon so gedacht, fuck ja, warum bist du so ein Block, ich will weiter. Und eben ja sogar noch, bevor wir angefangen haben, haben wir es noch runtergehandelt auf 2-mal und 3-mal wäre bei jedem Thema, nach jedem Thema sozusagen. Und ich glaube, ich habe den Punkt verdient. Ja. Ja, zwar erst, du hast wahrscheinlich krass verstanden, dass ich es gemeint habe. Weißt? Ich nur schon denken, wenn jemand im Thema auf etwas anderes Entschuldigung, ich habe rausgehen, dass du einfach zurück kannst gehen. Nicht, dass er nicht weiter moderieren kann. Also das mit Dr. House war vollkommen forciert. Ich dachte, fuck Bro, du siehst schon, dass ich weitergehe. Und dann so etwas. Und du, Fabu, du hast meins gehabt? Ja, ich habe mich sehr unsubtil vom Erdu. Also sehr unsubtil ausgeführt. Die haben jetzt, glaube ich, schon gemerkt, was ich habe, oder? Ihr seid im Gesicht gesehen, nicht? Ja, schon denken. Ich muss 2-mal sagen, Safe Space for Nerds. Nicht für Nerds. Für Nerds. Ah, ich habe gedacht, du es so geil findest, hast du gesagt. Safe Space für Nerds. Ich Yes! habe Was unser offizielles neues Motto ist. Ja. So, das sind die letzten Worte von unserem zweiten Podcast. Merci vielmals fürs Hören. Mal kurz. Aber hat jeder Punkt jetzt bekommen? Nein, ich habe einen Minuspunkt. Du hast einen Minuspunkt. Wir machen eine ewige Rangliste, würde ich sagen. Wieso ein Minuspunkt? Weil wir es nicht geschafft Ja, haben. aber das ist einfach no. Nein, ich würde sagen, Minuspunkt ist gerechtfertigt. So schlecht Nein, Minuspunkt ist, wenn es mega plump auffällt, machst du das alle checken. Okay, also wenn es Aha. jemand anderes checkt, Also der die Aufgabe nicht hat gegeben. Punkte Genau. gibt. Okay, gut. Das gibt einen Minuspunkt. Aber dann Und mache ich mein... mindestens 2. Nein. Okay. Gut, Also also alle Tommy eins. ist auf 0, ich bin auf 1, Ich bin Yassi auf 1. ist auch auf 1, Fabio ist auch auf 1. Okay. Easy. Merci vielmals fürs Hören. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heisst Lootcast Safe Space for Nerds. Tschüss. Tschüss zusammen. It's me, Mario!